Du, hey, darf ich deine Nummer haben? Ey, du weißt schon, dass ich einen Freund habe. Oh. So ein Spaß. Oh mein Gott, ist das ein Thomas E1292? Mein Freund ist einfach gerade so strahl in der Ferien. Kann ich bei dir hinten drauf und dann können wir zu mir heimgehen? Meine Muni Mai, ich sag nein, du gehst heim und zwar allein. Wir sind noch nicht mal 2 Kilometer gefahren und der Mael hat es geschafft, dass sein Töffli abgegangen ist. Ey, es ist abverreckt, ich weiß nicht wie. Das ist das Töffli, das bin nicht ich. Zehner, dass du es nicht schaffst. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Oh nein, das geht doch nicht. Das geht. Wo sind noch die Fragen? Wo sind die Fragen? Ich hoffe, ihr hört mich. Vloggen während dem Töffli fahren ist immer eine sehr gute Idee. Oh, jetzt kommt das Loch! Oh shit! Jetzt fliegen mir die ganze Zeit Mückli ins Gesicht, Alter! Freundinnen und Freunde draussen, der Maelo und ich machen heute das Alpenbröwe. Aber nicht irgendein Alpenbröwe, sondern das Red Bull Alpenbröwe. Das heisst, wir sind mit unseren 2 Töffli unterwegs. Beste Töffli-Säger gesetzt auf der Straße noch. Eben, sein Töffli ist so viel schneller als meins. Let's go! Normalerweise ist das ein riesiges Rennen mit mega viel Töffli, aber ihr wisst, wegen Corona hat das nicht stattfinden. Das heisst, es findet da so ein bisschen anders statt. Jeder fährt selber mit seinem Töffli über so viel Pass wie möglich. Und der Maelo und ich probieren das eben auch. Aber ihr wisst es, ich kann nicht mit einem normalen Töffli fahren. Wir haben das ein bisschen pimpen. Vorne hat irgendein komisches Blühstiel, die klassische Schweizer Fahne. Natürlich ein nicer Helm und eine nice Brille. Ich sehe straight aus wie der Dude von dem einen Meme. I'm still gonna send it. Und Red Bull hat uns auch ein kleines Päckchen gegeben. Von innen sind die nötigen Utensilien, dass man überhaupt auf den Pass fahren kann und so. Start Nummer 1, Start Nummer 2. Oh yes! Hure viel Sticker. Eine Red Bull Kappe. Red Bull. Und noch ein paar Klammern, um das Ganze zu befestigen. Eine Nummer ist platziert, es ist ein bisschen schräg geworden, aber sie hebt. Zweite Nummer da. Leute, es regnet. Let's go. Ah. Yeah! Yes, let's go! Wir müssen hier durch. Wir müssen auf Mai ringen. Der Maelo ist viel schneller als ich. Der ist schon weg. Ich habe gerade irgendwo angehalten und ich warte jetzt gerade noch auf Adi. Keine Ahnung, wo der Schlawinski ist. Der Sieg ist langsam. Scheiße! Digga, mein Töffli ist so langsam. Ich komme nicht vorwärts. Es fährt so langsam, dass ich manchmal sogar das Gleichgewicht nicht richtig heben kann. Und da sehen wir ihn. Ein Adi Totoro. Alter! Mann! Oh shit, und das Wetter, wie findest du? Bro! Ich habe den Maelo sicher so für 1 Stunde gefühlt einfach nicht mehr gesehen. Der ist einfach weg mit seinem Töffli. Irgendetwas ist nicht gut mit dem Töffli, ich weiß nicht genau was. Die haben mir so irgendetwas eingebaut, weil die haben gewusst, es kommt regnen. Und die haben gesagt, Adi, der muss kalt haben. Am kältesten habe ich hier beim Arm. Aber ich habe natürlich Wollsocken angelegt. Immerhin haben wir eine schöne Aussicht. Das ist nice. Kurze Hose, T-Shirt auf einem Pass. Was haben wir uns überlegt? Mein einziges Ziel, das ich noch habe, ist einfach auf den Pass raufzukommen. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich nur noch runterrollen. Ich glaube, wir müssen weiterfahren. Wir müssen weiter, wir schaffen das. Komm, Wir schaffen das. Let's go. Es läuft! Alpenbrüder, wir schaffen das! Let's go! Vollgas! Und jetzt macht er wieder 10 km/h. Wir schaffen das! Oh nee, mein Blühstiel ist nass geworden. Zieht euch die Aussicht rein. So schön.
müssen ankommen auf dem Sustenbass. Der Mario hat es vorhin in seinem Vlog schon gesagt, der Sustenbass hat uns alles abverlangt, weil das ist ja nicht irgendein Sustenbass, sondern der Sustenbass. Ja. Normalerweise sind da anscheinend so tausende Töpfchen am Rauffahren. Heute sind wir die einzigen zwei. Oh Mann, Alter, jetzt sind wir auch noch aus dem Restaurant rausgeschossen worden, wie sie zumachen. Dort ist jemand, ein Töpfchen. Oh! Oh! Dort sind Leute mit dem Töpfchen. Gestartet haben wir hier unten. Da unten? Dann sind wir zuerst Grimsel, vorher zum Susten. Merci. Mega nice Dudes gewesen. Wir haben ihnen noch die beiden Bullies gegeben, die uns Red Bull geschenkt haben. Finde ich mega nice. Die haben mega Freude daran gehabt. Wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Und jetzt geht es nur noch runter. Runterfahren. Let's go. Wir haben es auf Meiringen geschafft. Wir haben unsere geliebten Töpfchen abgeben. Das Sieg ist eben gefühlt mit 5 km/h um die Kurve gefahren. Ja, das stimmt, aber hey, Safety first. Der Himmel ist extra schön geworden für uns und dort hinten spielt extra noch so eine Marschmusik, nur weil wir hier angekommen sind. Das ist unglaublich. Milo, was lernst du daraus aus dem Alpenbrücken? Kurze Hosen sind auf 2500 Metern nicht so förderlich. Und ich lerne daraus, dass man nicht das Töpfchen muss nehmen, das besser aussieht, sondern das, was schneller ist. Wir sind jetzt gekonnte Mofa-Fahrer. Wir sind Bassbezwinger. Kein Bass, ist mir von uns sicher. Auch nicht der Kontrabass. Und auch nicht der Schweizer Pass. Und auch nicht Tapas. Aber hey, im Endeffekt machen wir doch nur Spass. Das ist gut gewesen, das ist gut gewesen. Und du, lieber Maelo, bist ein Spass. Hey, ciao, Gab. Sorry, darf ich deine Nummer haben? Easy, mach mal. Ich bin dir hinter drauf und mich zu mir gehen, wenn du willst.